Irgendwie hat Geralt echt Schwierigkeiten, sich neue Freunde zu machen, wa? Ich glaube, das ist Berufsrisiko beim Hexer. Naja. Nicht weinen, Liebes. Die Herzogin wird davon hören. Ja, und zwar von mir direkt, weil das war ja ihr Befehl an uns. Also vielleicht nicht direkt eine Dame zum Weinen zu bringen, das natürlich nicht, aber wieso ist der Teppich hier so staubig? Alter. Jo, was bist du für ein Sesamknilch? König Cormoran. Ernsthaft? Das ist eine Frechheit. Allerdings so ein bescheuerter Name. Gut, wir haben was anderes zu tun. Wir müssen nämlich schnell zur Herzogin. Weil wir haben ja jetzt alles beisammen. Wir haben das Horn des Einhorns. Wir haben, also das Horn nicht direkt natürlich, sondern eher die Gewinnbändel. Ich meine natürlich das, was auch immer dran gehängt hat. So. Moment, bin ich doof? Kannst du doch so zeigen. Questgegenstände. Müsste ja eigentlich sein. Spiel. Die Prüfung des Geschicks. Jo, kann man natürlich so sehen, wenn man möchte. Das ist, glaube ich, auch das zum Kalm. Ich glaube, es ist momentan eher weniger. Hä? Wo ist der Schlüssel in der richtige? Wir haben sogar den Schlüssel. Ein Hinweis zum Horn des Einhorns, so. Das oder das, genau, der Hinweis von mir aus. Wo ist der Schlüssel? Man sieht, wir haben, auf dem Goldfisch haben wir den anderen. Wir haben im Verlauf unserer Abenteuer von Wild Hunt und Hearts of Stone schon einiges gesammelt und natürlich komplett den Überblick verloren. Ganz geil. So, ist aber ganz schnell hoch. Das ist doch zwecklos. Bei dem Licht sieht sie doch gar nichts. Was soll denn das sein? Noch knapp 100 Fuß. Ja, lohnt es auch kaum noch Blöcke zu nehmen. Miau. Alle Wasser sind tief. Arbeit veredelt. Jo, das ist so. Also nicht die Arbeit veredelt, sondern steht Wasser tief. Habe ich jetzt einen Axi drin mit auf Gwen. Gwen. Weiß nicht, was alles passiert. Ah, sind sie auch schon? Glaube ich. Ja. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Hab einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Bitte was? Moment mal, ich hab's gar nicht richtig durchgelesen. Also, am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Am Anfang hält er das Ei in der Mitte aber. Anfang und Mitte. Okay. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Wieso soll man einer Maus einen Hut mitgeben? Einer Maus, wenn es ein Kater wäre, ist es eine gestiefelte Kater, aber nee. Ein Treibhaus. Das Ei in der Mitte auf Trab. Treibhaus, die Palastspeise kam ein Bauernhof, ein Tierpark, fast das gleiche, war Bauernhof und Tierpark, gibt also keinen großen Sinn. Ein Treibhaus, sind noch ein Treibhauseffekt? Nee, ein Treibhaus, also kann natürlich sein, dass sie hier im Mittelalter, ja, also derzeit halt was anderes unter Treibhaus verstehen, aber ein Treibhaus ist doch eigentlich ein Ort, wo man halt, ja, Pflanzen, Kräuter, Früchte, alles Mögliche aufzieht, also wachsen lässt. Hä? Das Ei in der Mitte auf Trab. Wieso das Ei in der Mitte? Wenn du natürlich ein Huhn wärst. Und wieso ist es in der Mitte? Dann folgt die Maus, wenn man so einen Hut für den Kopf mitgab. Die Palastspeisekammer. Gut, ich habe zwar gespeichert, bevor ich jetzt ein paar begonnen habe, aber trotzdem.
Ah, diese verdammten Rätsel, ey. Vor allem, wo ist die Logik dahinter? Mann, ich liebe Rätsel, nur wenn sie Logik haben. Ich habe keine Ahnung, also eigentlich würde ich das anwählen, ich habe echt keine Ahnung, wenn ich raten müsste, würde ich eigentlich sagen, die Palastspeisekammer. Weil Bauernhof und Tierpark gäbe eigentlich Sinn wegen Ei, also in Anspielung halt aufs Huhn irgendwie. Und die Maus, aber gut, wieso Maus, ja. Nee, allgemein, Tierpark und Bauernhof sind doch zu verallgemeinert. Das ist gar nicht spezifisch, ein Treibhaus, klar, wenn du irgendwie Tiere vor dir hertreiben würdest, aber warum? Was hat ein Huhn mit der Maus zu tun? Aber Palastspeisekammer, warum die Maus? Außer vielleicht eine Zuckermaus. Also. Ja, Zuckermaus, wenn man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Ich riskiere es mal. Ei und Maus. Vielleicht die Palastspeisekammer? Nein, das ist es nicht. Der Hase muss sich hier in den Gärten verstecken. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib! Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt am Anfang. Oh Gott! Treib und Haus. Treibhaus. Ausgefuchst. Das hört sich gut an. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Ich hätte keine Pause machen dürfen, ich Trottel. Natürlich, es hieße, es wäre im Garten. Mensch. Warte hier. Ja. Ich bin so doof, ey. Ich bin so doof! Was zum Lappen? Was war das? Ist das Nightcrawler? Ich bin hier. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Nicht gerade viele. Sind um mich viele? Keine? Stimmt. Ich habe gerade die Stimme. Die kommt, nee, bekannt vor also gewesen, Witcher spielen nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Irgendwoher, ich kenne die Stimme woanders, aber ich weiß gar nicht mehr woher. Wir reden hier nicht von mir. Oh doch, das tun wir. Haben sie dich geschickt, um mich zu töten? Wer sind sie? Was soll das heißen, sie? Die Herzogin hat mich angeheuert. Du ermordest ihre Untertanen. Ach, so einfach ist das? Ich würde der Herzogin ja ausrichten lassen, dass ich nur noch ein Opfer fordern werde. Aber die Chance kriegst du nicht. Das muss aus einer Art höherer Vampir sein und ich habe natürlich dummerweise... Geht's mittlerweile überhaupt? Ja, Rezept des Schemas. Dankeschön, liebes Spiel, dass du mir das ständig sagst. Kann ich während des Kampfes vielleicht ein Öl über meine Klinge träufeln lassen? Das wäre ganz nett von dir, liebes Spiel.
Wo ist Vampiröl? Ah, hier. Geht sogar? Das ging früher des Kampfes aber nicht. Gut. Ja. Der Vampir, irgendwoher kenne ich den. Also okay, jetzt fällt es mir da ein, ja, stimmt, gemäß den Trailern. Wobei, das sah ein bisschen anders aus. Die Frisur, der Kopf stimmt, aber der Rest war irgendwie ein bisschen anders. Egal, ich habe eigentlich alles beisammen, war. Die Merizimum können wir machen, ich glaube nicht, dass bei dem Einfrieren was bringt. Mundschutz natürlich, das ist klar. Natürlich überlegen, aber. Ach, klappt schon. Nicht noch mehr töten. Erstmal und dann vielleicht noch ganz kurz. Dann wäre der noch gar nicht so schlecht, was er nicht beißt. Mein Schild wirkt immer noch. Guck, was der alles kann. Ja, ich heil mich. Tja, darum ich so mächtig bin, wa? Nein, war ein bisschen gecheatet zwar. Also gecheatet, wenn ich noch höheres Level habe. Alter! Jetzt reiß mir doch langsam hier. Oh oh, ich hab keine Bombe mehr. Das ist nicht gut. Du solltest bleiben, wo du warst. Regenerieren. Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. Hallo, Geralt. Regis? Alles in Ordnung? Alles gut, alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Wie, wo, war, was ist passiert? Nee, das kann nicht sein. Es ist Regis, wieso ist er hier, wieso lebt er? Alter, leck mich am Arsch. Auch hier, netter Verweis auf den Roman Die Damen vom See. Alter, bin gerade am Heulen, das ist so schön, um wahr zu sein. Regis, unser alter Kumpel. Um es kurz und bündig zu machen, es hatte auch mit unserer Rettungsaktion für Yennefer und mit Ciri zu tun und es ging auch ein bisschen um Wilgefortz, also ja, es hilft wohl, wenn ich sage, wir sind alte, gute Freunde, das, obwohl er ein Vampir ist. Leck mich am Arsch. Wegen seiner Anspielung von wegen irgendwie Klumpe, also trauriger Klumpe an Dach vor sich irgendetwas. Wilgefortz hat ihn damals in ein, naja, eingeschmolzen, wenn man so will. Ja, klingt ein bisschen doof, ich weiß, aber ja, naja, Vampire sind halt ziemlich zäh, oder? Und Regis ist sowieso so eines der älteren Exemplare und eines der mächtigen Exemplare. Und da hat Wilgefortz einfach mal eingeäschert und dann so ein, naja, Balken, also, ich glaube, es war so ein Buch, dass so ein Balken war. Holzbalken und glaube, da war sogar die Wand selbst, keine Ahnung. Jedenfalls dann halt da zu Glas zerschmolzen. Natürlich dachten wir alle, er ist tot und so, aber er lebt, Alter. Und
eben, das sind natürlich noch alles vor Witcher 1 vom Spiel, eben daher... Oh. Obwohl ich... Wait mal. Sieht ja auch anders aus. Wir haben doch hier eine Gwent-Karte. In Witcher 3 Wild Hunt. Die sieht ein bisschen anders aus als er. Eine bemerkenswerte Regeneration. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Von dem, den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten. Ich nehme an, wir können uns später in Ruhe unterhalten. Jetzt müssen wir uns mit dem Grund unseres Hierseins befassen. Es ist so schön wiederzusehen, ey. Das ist... Und die Stimme, muss ich sagen, die passt echt geil. Regis ist doch ein Charakter, der ja eine ruhigere, eine gelassene, aber trotzdem eine bestimmende Stimme hat. Also indem er... Also Synchronsprecherwahl 1A. Es ist also kein Zufall, dass du hier bist. Ich freue mich, dass deine deduktiven Fähigkeiten noch so gut erhalten sind. Ich bin wegen Detlef hier. Ich fürchte, er hat sich in ernste Schwierigkeiten gebracht. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin. Und davor mindestens 3 andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht. Oder um sich die Kehle zu netzen. Ja, könnte ja sein, aber... Da bist du anscheinend sehr sicher. Das stimmt, weil ich ihn sehr gut kenne. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch? 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Interessante Geschichten, interessante Fragen. Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlef einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismusmonopol, mein Freund. Wilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet es für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Die Frage ist bloß was, und natürlich auch, wie wir das Ganze überhaupt Henriette verkaufen wollen, weil sie will natürlich tot sein, die Bestie, ist klar. Wir können es durchaus verstehen, weil das Biest ja, also der Detlef, der Typ, der ja offenbar, naja, ziemlich edle Ritter, wobei edel, wir haben es ja gesehen, von wegen so Ritter, die irgendwie von ihren Tugenden abgewichen sind.
Also irgendwie angeblich und wieder doch nicht und deswegen wollte sie irgendwie... Und das schien es ja für uns so, dass dieser Detlef, eben dieser Ritter, quasi demütigen wollte mit ihren eigenen Kodexen, also mit den 5 Rittertugenden. Aber es ist alles ein bisschen seltsam noch. Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlef versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Merla-Chaiselong Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Hexer! Wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Quest abgeschlossen, auf der Spur. Triff dich auf dem Merla-Chaiselong Friedhof mit Regis. Ich glaube, ich spinne. Was? Detlef fand ich. Ja, das muss ganz kurz mal nachgucken, Leute. Kann ja wohl nicht sein. Ist ihm vor allem. Anna Henrietta, Detlef van der Etienne. Kann man lange mit ihm mitzuhalten. Steht denn hier etwas? Natürlich steht hier ziemlich viel über die Geschehnisse in den Büchern. Gemeinsam bestanden wir viel, was in den Abenteuern. Regis erwies sich als loyaler Freund, dem man sein Leben anvertrauen kann. Traurigerweise in dieser Expedition für Regis auf tragische Weise wurde von Wilgefortz getötet und von ihm blieb nur noch ein nasser Fleck zurück. Dann ist sein Augen gestorben und ist in Regis letzter Tod und sein erster gewesen. Was? Als junger Mann war Regis ein Freigeist gewesen und hatte dem zügellosen Bluttrinken gefrönt. Ach ja, stimmt, das war ja noch so. Hörte immer mit dem Bluttrinken auf. Stand lange auf und Anfang Geralt. Jo, denke mal, Ciri würde sich auch freuen, ihn wieder zu sehen, obwohl sie sich damals ja nur ganz kurz gesehen haben. Ganz kurz, Leute. Habe ich jetzt irgendwo noch seine Karte? Habe ich die nur bei New Game Plus? Kann ich natürlich raussagen, wenn ich Pech habe. So, mal gucken, wa? Scheiße. Ja, ich habe die Karte natürlich nur in New Game Plus. Also, wenn ihr es noch gucken wollt, wie sie aussieht, könnt ihr gerne an meinem Let's Play nachgucken. Das müsste in einer der ersten Folgen. Müsste zwischen Part 2 und 7 sein, irgendwo da. Und bestimmt die Karte von ihm gewonnen. Jo, wie gesagt, schade. Jetzt soll ich mal ganz kurz regenerieren. Denn ich hab sonst nichts mehr. So. Schön. Ich bezweifle, dass wir noch irgendetwas haben mit Regis treffen. Aber sowas von gerne. Wo es kann ein bisschen. Noch weit weg ist. Ja, immer noch meine Arbeit tun lassen. Hopp, hopp. Also Weg da.
Ah, unser alter Kumpel, ey, das ist so schön, um wahr zu sein. Überlegen noch, ob er hier bereits noch irgendwas zuweisen soll oder echt warten soll. Allgemein gibt es neue Punkte. Jetzt aus, wa? Gourmet. Machtzufluss. Was ist der Bonus an einem Ort? Der Macht ist dauerhaft. Es kann doch nie nur ein so Bonus aktiv sein. Ach du Scheiße. Ach ja, noch neue Punkte hier, wa? Ich meine, wir sind in neue Regionen. Es können natürlich neue Machtorte geben. Hergang von Bomben und Spezialbolzen. Das wäre eigentlich noch praktisch. Dann hätten wir halt keinen Bonus mehr, wa? Gehe ich mir hier da. Erfrischung. Pyrotechnik. Das ist ja gar nicht mal so übel, wa? Langsam die Zeit beim Ziel mit Bomben und weiter 15%. Das haben wir eigentlich nur bei schnellen Gegnern nötig. Das heißt, eben wie Vampire zum Beispiel. Ansonsten. Ja, komm, ich hab 2. Nee. Wie gesagt, der war noch ein bisschen. Wir haben noch das eine oder andere Level up vor uns, von dem her. Sag mal, wo habe ich jetzt hier irgendwo einen Reisepunkt? Hier ist ein Anschlagbrett, vielleicht gibt es hier in der Nähe noch einen Reisepointer. Hier hinten, ja schön, gut, ich muss sowieso fast da durch. Schlägereien. Abkürzung, vielleicht. Das ist schon irgendwie so krass, ey. Mit ihm zurück hier in Beauclair, wo wir damals so viel Zeit mit ihm verbracht haben. Also nicht mit ihm, natürlich mit unseren ganzen Freunden. Die haben wir damals auf sehr coole Art und Weise gefunden. Also natürlich mit dem Zweck, Ciri und Jennifer zu finden. Und sind wir irgendwie hier gelandet, in Toussaint. Und dann war die Geschichte da mit Geralt und Fringilla Vigo. Und er wollte nicht mehr weggehen zuerst. Mein und dann. Herr, mein Herr! Ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Mein lieber Geralt. Hoffentlich geht es dir gut. Du bist bestimmt wieder einem bösen Monster auf der Spur. Oder vielleicht einem komplizierten Fluch? Oh, Geralt, ich wünschte, ich wüsste es. Was dich auch immer in Atem hält, vielleicht brauchst du ja eine kleine Pause. Zu diesem Zweck verrate ich dir ein interessantes Geheimnis, auf das ich in einem alten Manuskript gestoßen bin, das ich einem Händler aus Nasair abgekauft habe. Der Autor des Wälzers behauptet, dass ein gewisser Professor Moreau einst Beauclair sein Zuhause nannte. Und dieser Professor hat Hexermutationen erforscht. Viel mehr weiß ich leider nicht, aber ich denke, das dürfte dein Interesse geweckt haben. Im Buch wird ein Tagebuch erwähnt, das mit dem Gelehrten nach dessen Tod begraben wurde. Es könnte zu seinem Labor führen. Ich lege dir eine Karte bei, die ich im Folianten gefunden habe. Sie ist an einigen Stellen unleserlich, wird dir aber hoffentlich trotzdem nützen. Ich habe das Gefühl, dass die Sache wichtig ist. Bitte sei vorsichtig und komm schnell wieder zu mir zurück. Deine Triss. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Alter, ist das geil, ey. Ach, ich liebe. Dafür würde ich die Entwickler echt, was weiß ich, ey. Brief von Trist. Die haben das so geil gemacht. Also, ich weiß natürlich nicht, von wem der Brief jetzt kommen würde. Würden wir das Spiel jetzt zum Beispiel vorm Abschluss in Wild Hunt zocken, würden wir es eigenständig zocken, ohne Wild Hunt und Hearts of Stone. Aber, wie bereits erwähnt, wir zocken das Ganze ja nach Wild Hunt. Haben wir ja bereits alles erledigt, Romanz mit Triss, also sprich, wir haben uns für sie entschieden. Und haben mit jeden Fall gelöst und ihr gesagt, nur der Zauber ist verflogen. War vielleicht nicht die beste aller Ideen, aber ja, mit Triss ist schon in Ordnung. Also, ja, Triss oder Jennifer, das ist immer so eine Frage für sich. Sowieso eine Wissenschaft für sich. Jetzt hatte gerade echt deswegen. Ja.
Ja. Wie gesagt, einfach nur ganz geil, dass wir es so eingebaut haben und von unserer Entscheidung abhängig gemacht haben. Der Brief von Triss, ey. Alter Schwede. Er muss echt nochmal am Schluss, wenn ich hier Blood and Wine durchgezockt habe, nochmal komplett von vorn. Ich habe es da bereits im New Game Plus schon gemacht, aber trotzdem nochmal komplett von vorn, nochmal Wild Hunt zocken, alles mal anders machen, weil jetzt mit allem möglichen drin und dann haben sie sogar noch Hearts of Stone abgedatet. Und hast nicht gesehen, du kannst dir so vieles noch... Ach, das ist einfach nur geil. Deine Triss. Ja, wir haben ja am Ende von Wild Hunt gesehen, was aus den beiden werden wird, beziehungsweise werden könnte. Und ich denke, es ist meine Pflicht, euch zu zeigen, dass wir das natürlich auch schaffen werden. Also das Abenteuer von Blood and Wine noch abschließen und dann steht der glücklichen Zukunft von Geralt und Triss nichts mehr im Wege. Zumindest in diesem Let's Play. In diesen 3 Let's Plays. Theoretisch. Wird egal. Wo doch eigentlich hier rüber? Der Part ist so geil. Jetzt wär's Regis, jetzt ein Brief von Triss, der ja, von anderen Entscheidungen abhängig gemacht ist. Das ist einfach... Ich liebe das Spiel. Lachse la vie. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Ja, aber sowas von Geralt. So, einmal ein Wegweiser. Großmeister Rüstungsschmied. Entsprechend bezahlt. Das war irgendwie klar bei dieser Kunde. Achso, hat gar nichts damit zu tun. Quest verfolgen, sprich mit dem Kurator. Der ist in der Nähe. Oh, mächtige Eier aus Granit. Bitte was? Der ist ein bisschen weiter weg. Vater weiß es, eben nicht. Wilder Wolf. Der ist... Oh. Na, doch müssen wir hinkriegen. Bis dass der Tod euch scheidet. Ne, bitte nicht. Es kann nur einen geben. Was ich doch geil fände, wäre, wenn wir jetzt echt hier am Schluss von Blood and Wine nochmal so eine Szene mit Triss hätten. Ich habe immer noch einen Kater. Mehr als ein Meister. Ja, ist gut, ich hab's wieder ein bisschen übertrieben hier, wa? Wird. Oh. Bärenschulausrüstung. Es gibt ja doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Oder langsam fertig hier. Meine Fresse. Jo, Freunde, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Es war ein epischer Part mit, was ich bereits erwähnt hat, einfach nur alles, was irgendwie so stimmig ist und... Also ich behaupte wirklich, dass die Entwickler sich mit Blood and Wine nochmal übertroffen haben und sogar das Hauptspiel nochmal abgedatet haben und alles mögliche und das... Ja, The Witcher 3, natürlich mit allen 3 inklusive, Wild Hunt, Hearts of Stone, Blood and Wine, erzählt zwar jeweils eine Geschichte für sich, aber ist trotzdem alles in allem schlüssig und gehört zusammen und... Auch wenn es das letzte Spiel der Witcher-Reihe sein soll, wie gesagt, Geralt wird in Witcher 4, soll es überhaupt in Witcher 4 geben, wird er sicher nicht mehr der spielbare Charakter sein. In einem komplett neuer Hex oder vermutlich eher Ciri. Aber auch wenn nicht, also mit The Witcher 3 haben die Entwickler echt ein Meisterwerk geschaffen. Ist das nicht toll hier? Wein in Strömen, Ruhe und Frieden, herrliche Aussicht. Ich hätte es noch ein bisschen anders formuliert, aber ja, es ist toll hier. Freunde, danke fürs Zusehen. In den nächsten Part geht es hier weiter. Und ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Sidequest, wenn aber natürlich am Ende der nächsten Folge, also hoffe zumindest, dass ich das hinkriege, noch zu Regis gehen und noch ein bisschen mit ihm quatschen. Bis dahin, ciao zusammen.